zusammen, wir befinden uns mitten in der «Das hat er gesagt» Serie. In dieser Zeit, wo wir auf Ostern hingehen, wenn wir wirklich bewusst anschauen, was hat Jesus eigentlich gesagt. Für das schauen wir uns die Bergpredigt an. Die Bergpredigt ist eine der wichtigsten Predigten oder Reden, die wir in der Bibel finden, die Jesus gehalten hat. Wir finden die gesamte Bergpredigt im Matthäus-Evangelium und Teil davon auch im Lukas-Evangelium. Wir haben, so als kurzer Recap, die letzten paar Wochen hat der Joel uns reingenommen ins Vaterunser. Dann haben wir über das Gebet geredet. Dann hat der Tom über die Seligpreisungen geredet. Also so ein bisschen eigentlich die verkehrte Welt, wo wir von der Bibel her sehen, wo jetzt Jesus uns sagt, was eigentlich Glück, was eigentlich Seligkeit heisst. Und letzte Woche hat der Tobi Teichen aus München uns über das wahre Gesetz ein bisschen näher gebracht. Und heute möchte ich so einen Gesamtüberblick über die Bergpredigt geben und was Jesus dort wirklich und was es ihm dort wirklich im Kern vor allem geht. Und zwar glaube ich, dass es ihm um eine Herzenssache geht. Ihm geht es wirklich ums Herz. Unser Herz, das Herz der Jünger damals und von allen Menschen, die zugelassen haben. Das hat der Tobi letzte Woche auch gesagt, dass wir das Gesetz wirklich anfangen lieben lernen. Und Jesus, als er die Bergpredigt haltet, hat er sein Ministry schon angefangen. Er ist schon getauft worden, er ist schon in der Wüste versucht worden, das lesen wir im Kapitel vorher im Matthäus-Evangelium. Er hat seine Jünger schon berufen, weil die sind ja mit ihm dort, wo er die Predigt haltet. Und jetzt haltet er eben die Bergpredigt. Und wenn wir es vom Matthäus-Evangelium haben, das Matthäus-Evangelium ist wirklich so rund um so 5 Predigten oder Reden, die Jesus gehalten hat, und das baut sich das Matthäus-Evangelium auf. Und man sagt, dass eigentlich das Matthäus-Evangelium, er war ja auch Jude und es ist eigentlich auch für Juden geschrieben worden, dass er wirklich möchte, dass wir verstehen, dass Jesus Christus, also als der Messias, als Sohn Gottes kommt, um das Gesetz, das wir im Alten Testament lesen, erfüllt. Für das ist er gekommen. Und das ist das Ziel von dem Evangelium. Und darum ist die Bergpredigt so wichtig. Wir müssen es eben ein bisschen in diesem Kontext verstehen. Es hat im Alten Testament, wie gesagt, der Tobi hat uns letzte Woche dort mit reingenommen, es hat 613 Gesetze gegeben. Also wirklich viele Gesetze. Also es sind nicht nur die 10 Gebote, die wir kennen, sondern 613 Gesetze. Und Jesus kommt und er geht da auf den Berg. Und er tut das im Prinzip ein bisschen anders auslegen. Und eigentlich, der Tobi hat gesagt, er tut es eigentlich ein bisschen fast radikaler machen. Es wird nicht nur, du solltest nicht das machen, du solltest nicht leisten, sondern es geht jetzt auf einmal um deine innere Haltung, ums Herz. Und es ist spannend, es gibt eben noch ein paar Parallelen zwischen Jesus und Mose. Und um das Ganze zu verstehen, wie sie es damals verstanden haben oder wie das auf die Juden damals gewirkt hat, müssen wir das anschauen. Und zwar ist Jesus im Prinzip eigentlich ein neuer oder grösserer Mose. Mose war ja der, wo die Israeliten aus dem Gefangenen aus Ägypten eigentlich geführt hat. Er war also wirklich ein Retter für das Volk und Gott hat ihn dort berufen. Er hat ganz eine zentrale Rolle im Alten Testament. Ich meine, 5 Bücher vom Alten Testament heissen 1. bis 5. Buch Mose. Eine ganz zentrale Person für die ganze Geschichte vom Judentum. Und es ist spannend, weil er ist auch aus Ägypten gekommen und Jesus und seine Familie, sie mussten flüchten vom Herodes und darum sind sie auch ins ägyptische Land geflüchtet. Das lesen wir auch am Anfang vom Matthäus-Evangelium. Das Zweite ist, dass er durchs Wasser gegangen ist. Also Mose hat eben das Rote Meer geteilt und dort ist das Volk durchs Wasser gegangen und Jesus, das lesen wir vorher, ist ja vom Johannes dem Täufer getauft worden, ist auch durchs Wasser gekommen. Dann war er 40 Tage in der Wüste. Mose war auch 40 Tage in der Wüste. Und das Letzte, und das bezieht sich jetzt wirklich auf die Bergpredigt, er gibt die Gebote vom Berg. Also Jesus legt das Gesetz auf den Berg aus. Ganz ehrlich, für uns Schweizer ist es mehr ein Hügel. Ich war letztes Jahr dort. Aber Mose hat auch auf dem Sinai hat er die Gesetze bekommen. Es sind ganz viele Parallelen. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, wenn wir über das reden. Damit wir das ein bisschen aus dem damaligen Kontext verstehen können. Und er ist wirklich, also er kommt und er bringt die Erfüllung von dem Alten Testament. Er tut die Gesetze wie nochmal neu auslegen mit wirklich einem Fokus auf dem Herz.
Aber das Krasse ist, dass Jesus dann nachher, also das Ministry, es ist mehr noch am Anfang, nachher, die nächsten Kapitel vom ganzen Matthäus-Evangelium, alle Evangelien eigentlich, tut Jesus auch dann noch leben. Also er lebt, was er sagt. Und es ist spannend, ich habe es euch schon gesagt, letztes Jahr war ich in Israel und dann war ich dort, wo die Bergpredigt wahrscheinlich gehalten worden ist. Und ich sage es euch, es ist einer der schönsten Orte, wo ich je war. Dort herrscht so einen Frieden. Und ich habe es geliebt, dort zu sein und mir können vorstellen, wie Jesus jetzt da ist. Und eben, es ist mehr Hügelform, es ist wirklich kein Berg, also würde ich jetzt mal so bezeichnen, aber es ist ein Hügel. Und ich meine, dort war ja eine Menschenmenge. Und wir haben gelernt, wie wahrscheinlich, wo Jesus hat stehen musste, damit durch den Wind seine Stimme bereit werden. Und das ist mega spannend. Ich meine, wir sind da und da habe ich eine Kamera vor mir, ein Mikrofon und wir haben so viel Technik. Und damals ist das Wort Gottes so plain und simpel auch verkündet worden. Und darum schauen wir uns jetzt das plain und simpel nochmal an, was Jesus da eigentlich gesagt hat und wie wichtig das ist. Und er sagt immer wieder, im Matthäus 5 sagt er wieder, hey, ihr habt gehört, ich erzählt etwas, so das Gesetz anschauen und dann sagt, ich aber sage euch. Also ihr habt das gehört und ich stelle mich jetzt über dem Gesetz. Und das müsst ihr euch vorstellen, ist wie wenn zum Beispiel der Joel kommt und sagt, schau, der Bund hat das gesagt, ich sage, das ist gar nicht mehr rausgehen. Und zwar nicht, weil der Bund das sagt, sondern wirklich tiefst in mir drinnen, sage ich, gehe nicht mehr raus, gehe gar nicht mehr, also nicht mehr spüren, mache nichts mehr. Das müsst ihr euch so vorstellen, es ist wirklich radikal gekommen und hat da einfach nochmal einen oben drauf gegeben. Und es war schon noch krass gewesen, auch damals. Und wir haben das wie müssen ein bisschen versuchen einzuordnen, was Jesus eigentlich gemacht hat. Und er sagt im Prinzip, schau, du kannst leisten, du kannst das oberflächlich einfach etwas darstellen und versuchen, es aufzuzeigen, aber eigentlich geht es wirklich ums Innere. Es geht um dein Herz. Es ist radikaler, weil es wirklich um die ganzheitliche Person geht. So wie mein Herz damals verstanden hat, ist es wirklich das Zentrum von einem gewesen. Von allem, vom Verstand, vom Seelischen, von allem ist dein Herz das Zentrum. Und das heisst, dass Jesus genau dort hineinspricht. Und das Krasse ist, dass ich habe es schon gesagt, er lebt auch danach und er hat wirklich auch einen neuen Bund gebracht. Und wir leben schon unter diesem neuen Bund. Und das hat der Tobi letzte Woche auch erklärt. Und wenn wir die Bergpredigt anschauen, dann, ich glaube, dass wir oft, ich habe von einem messianischen Jude, einen Juden, der Jesus als Messias anerkannt hat, und ich gelesen, wo er gesagt hat, hey, schau, die Geschichte vom Christentum besteht im Wesentlichen eigentlich in dem, dass wir Christen versuchen, zu schlichten, die Bedeutung der Bergpredigt zu erklären und es vermeiden oft. Und eigentlich ist das schade, weil da ist so viel Wahrheit drin. Und Jesus stellt uns in dieser Bergpredigt immer wieder vor eine Entscheidung. Er sagt immer wieder, schau, du kannst das machen oder das machen. Aber ich sage, geh diesen Weg. Geh den schwierigeren Weg. Das sagt er immer wieder. Er sagt zum Beispiel im 6. Kapitel, sagt er, schau, wo ist dein Reichtum? Ist es auf der Welt oder ist es im Himmel? Und mit dem meint er nicht, tust du Himmelspunkte sammeln. Um das geht es nicht, das funktioniert nicht so. Sondern wo ist dein Fokus? Ist es auf Sachen der Welt oder ist es im Himmel bei Gott? Und das Nächste, was er sagt, ist dein innere Auge. Er redet von einem Auge und ich glaube, es geht wie um das Herzensauge, um dein innere Auge. Worauf ist das gerichtet? Ist es auf Gott gerichtet oder ist es auf die Welt gerichtet? Und dann fragt er uns auch, hey, und wem dienst du? Steht auch in Matthäus 6, wer ist dein König? Dienst du der Welt oder dienst du Gott? Versuchst du zu leisten oder willst du mit deinem Herz vor Gott kommen? Und wir können das auch ein bisschen auf heute übersetzen. Die Sprache, die er damals gebraucht hat, war für dort passend. Er hat auch Beispiele gebracht, die für damals passend waren. Und heute ist vielleicht die Frage eher, ist deine Sicherheit in deinem Bankkonto oder auf den Verheißungen, dass Jesus versorgen wird? Und das heisst nicht, dass du passiv werden und einfach sagen, ja, ich kann nicht mehr arbeiten. Und das geht es nicht. Ich glaube, Arbeiten und auch eine Sicherheit zu haben, das ist nichts Schlimmes. Aber es geht darum, ist deine ganze Sicherheit auf dem gebaut? Baust du nur auf dem? Oder baust du dein Fundament auch auf Jesus? Und ist es dir wichtig, zum Beispiel, was andere Menschen denken? Oder was Gott denkt? Ist es dir wichtig, wie du aussiehst? Oder wie dein Innerliche eigentlich aussieht, wie deine Seele aussieht, wie es dir eigentlich geht?
Machst du Sachen, damit du gut dastehst vor anderen Menschen? Oder machst du es wirklich mit einem reinen Herzen von Gott? Und es sind ganz viele Fragen. Und ich glaube, dass Jesus uns da immer wieder sagen will, hey, schau, du hast eine Entscheidung. Und wenn du dich für etwas entscheidest, dann kostet es, du hast A oder B, dann kostet es dich vielleicht, wenn du dich für A entscheidest, B. Oder für B, dann kostet es dich A. Das ist einfach so. Eine Entscheidung darf uns auch etwas kosten. Aber das Coole ist, dass wenn wir weitergehen, da in Matthäus 6, dann lesen wir Vers 25, und der Vers kennen wahrscheinlich ganz viele von euch. Dort steht: Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Macht euch keine Sorgen. Ich habe aber jetzt ganz, ganz absichtlich ein Wort ausgelassen am Anfang von dem Vers. Und dort steht deshalb. Und wenn deshalb dort steht, dann heisst es, dass der Grund ja eigentlich vorher genannt worden ist. Und direkt vorher lesen wir das mit diesen Entscheidungen, wo er sagt, wo ist dein Reichtum? Wo ist dein Fokus? Wo ist dein inneres Auge? Und dann sagt er, und darum musst du dir keine Sorgen machen. Er sagt nicht einfach plakativ, ja, du mach dir keine Sorgen. Er sagt, schau, du musst dir keine Sorgen machen, wenn du deinen Fokus immer wieder auf ihn richtest. Und du immer wieder deine Sorgen zu ihm bringst. Wir lesen später in der Bibel, schreibt Petrus, dass wir unsere Sorgen wirklich wortwörtlich auf ihn werfen dürfen. Dass wir die bei ihm ablegen, dass wir so vor ihn kommen. Und ich glaube, dass es um das geht, um das Herz dahinter. Dass wir wissen, okay, Sorgen, die können kommen, Ängste, die können kommen. Ich meine, momentan, ich glaube, für viele Leute ist es schwierig. Es ist nicht immer easy, wenn du zum Beispiel alleine heim hockst. Ich weiss nicht, wie es dir geht in dieser Zeit. Und ich glaube, dass es eine Zeit ist, wo wir unsere Herzen anschauen dürfen, wo wir hinterfragen, warum mache ich, was ich mache. Du bist jetzt einfach mit ganzem Herzen von Jesus und du darfst alles ihm anlegen in dieser Zeit. Ich möchte dich ermutigen, das zu machen. Sorgen sind real, aber wir dürfen mit denen vor ihn kommen. Er sagt, wirf die Sorgen auf ihn. Und wir können das machen, indem wir unseren Fokus immer wieder auf ihn stellen. Indem wir uns immer wieder entscheiden, immer wieder neu. Hey, mein inneres Auge ist auf ihn fokussiert. Hey, mein Reichtum ist bei ihm. Bei ihm habe ich alles, was ich brauche. Ich habe es vorher erwähnt, und zwar, dass wir die Entscheidung treffen müssen. Dass wir uns entscheiden für Jesus oder für die Welt. Und es kann auch ein Kampf sein und es ist nicht immer easy. Und Jesus sagt in der Bergpredigt ganz klar, dass die Entscheidung uns auch etwas kostet. Im 7. Kapitel geht es eben darum, auf was wir unser Leben dann fokussieren. Dann gibt es 7 so Bilder dazu. Und eins möchte ich mit euch anschauen. Dort steht 7, Vers 13, steht, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Er wird wie ein Bild malen. Er malt das Bild von einer Stadt mit 2 Türen und verschiedenen Wegen, wo du reingehen kannst. Und der breite Weg ist der, wo eigentlich jeder durchgeht. Das Einfache fast. Das ist ja breiter, oder? Du musst vielleicht sogar noch kraxeln beim Schmalen. Aber es geht darum, dass er da sagt, schau, gang durch das enge Tor, gang diesen Weg. Und es lohnt sich. Es ist eine Entscheidung, die sich lohnt. Die Entscheidung für ihn zu treffen. Er hat wirklich nicht gesagt, dass es einfach wird, aber er hat gesagt, er möchte uns Mut machen, das zu machen. Er hat gesagt, das Gesetz ist nicht das Ding von «mach es einfach» und «du etwas leisten», sondern es geht wirklich ums Herz. Und so eine Entscheidung kostet uns auch etwas und es darf uns auch etwas kosten. Das ist okay. Aber was wir dafür bekommen, ist so viel grösser. Auch wenn wir es vielleicht in dem Moment nicht immer spüren. Wenn vielleicht du alleine zu Hause hockst und du fühlst dich einsam und es ist einfacher zu sagen, hey, ich lenke mich ab und ich schaue eine neue Serie auf Netflix. Oder ich gehe vor Jesus und lege meine Sorgen ab. Das kostet etwas. Es tut weh, das auch zuzugeben. Aber Jesus sieht dein Herz. Er weiss, wie es dir geht und er möchte, dass du zu ihm kommst, dass du den schmalen Weg mit ihm gehst. Er führt dich auf dem schmalen Weg. Er lässt dich nicht im Stich. Er geht mit dir auf diesem Weg. Und
gerade in dieser Zeit, glaube ich, wo wir nicht als 20s zusammenkommen können, wo wir nicht zusammen miteinander, wie wir es uns gewohnt sind, Worship auf diese Art wie sonst. Es wird alles anders, alles virtuell, alles digital. Und es ist so cool, haben wir die Möglichkeit und können das machen. Aber ich glaube, dass es auch eine Chance ist. Eine Chance, dass wir wirklich unsere Herzen nochmal prüfen können. Dass wir einfach mit ganzem Herzen vor Gott kommen und sagen, hey, du siehst mein Herz, du siehst mein inneres Auge, du weißt, wo ich meinen Reichtum angesetzt habe. Du weißt, warum ich mache, was ich mache, Jesus. Und ich möchte dir das anlegen. Ich möchte auf dem schmalen Weg mit dir gehen, auch wenn es mich etwas kostet. Und lass uns das wirklich in dieser Zeit machen. Ich glaube, dass die Zeit, wo wir alle eigentlich runterfahren müssen, wo wir weniger Leute sehen, wo wir vielleicht uns einsam fühlen, dass das mega eine Zeit sein, wo wir vor Gott kommen. Ich glaube, dass die Gefühle real sind, aber dass er uns einlädt und sagt, gang den schmalen Weg mit mir. Richte dein innere Auge auf mich. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht das zum ersten Mal hörst, dass du hörst, dass es einen Gott gibt, der eigentlich gekommen ist, um eine Beziehung zu dir zu haben, der mit dir den Weg gehen will, der sagt, du hast eine Entscheidung zum Treffen. Du darfst dich entscheiden. Das ist ein Privileg. Und ich sage dir, das ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Das ist, dass ich sage, Jesus, ich möchte mit dir auf diesen schmalen Weg gehen. Ich habe es noch nie bereut. Ich sage nicht, dass immer alles easy ist in meinem Leben, aber ich sage, dass es sich gelohnt hat, die Entscheidung zu treffen und mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte dich einladen, dort wo du bist. Vielleicht bist du in einer Wege, vielleicht bist du mit der Familie, vielleicht bist du allein bei dir im Zimmer. Du darfst wissen, Jesus ist aber mit dir. Und er lädt dich ein, auf diesen schmalen Weg mit ihm zu gehen, wo du vielleicht die Sicherheiten der Welt hinter dir lässt, aber du die Sicherheit von ihm hast und das Versprechen, das er dir gibt, dass er dich nicht im Stich lassen will. Weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist es, er allein. Vielleicht hörst du das erste Mal. Und vielleicht bist du aber schon länger mit Jesus unterwegs. Vielleicht weißt du, dass es eine Entscheidung ist, ob du dein Auge auf ihn gerichtet hast, ob du deinen Reichtum bei ihm hast oder nicht. Und wenn du das bist und du merkst aber, hey, das sind Sorgen und du willst sie einfach nur auf Jesus werfen und einfach bei ihm abgeben, dann lade ich dich ein, schreib im Gebetsteam 20s-prayer.icf.ch, es ist unten eingeblendet. Du kannst ihnen schreiben mit deinen Gebetsanliegen. Sie sind auch jetzt für dich da. Und wenn du das aber das erste Mal hörst, vielleicht hörst du das erste Mal, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um das Gesetz neu auszulegen. Aber er hat es nicht nur ausgelegt, sondern er hat es erfüllt. Und er hat uns einen neuen Bund gebracht, indem er dann nachher ans Kreuz gegangen ist. Und das hat die Welt verändert, es hat mein Leben verändert und es darf dein Leben auch verändern. Und wenn du das bist, dann lade ich dich auch ein. Schreib im Gebetsteam. Sie sind für dich da, sie werden mit dir beten und sie gehen dir gerne nach und helfen dir, die Entscheidung zu treffen. Es lohnt sich. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.